immer da. Es gab das große Gerüst durch den Wettbewerbserfolg und es lag deshalb des Büros Müller und Menzel und es lag deshalb nahe, sozusagen als professionellen Begleiter dieses Verfahrens, der diese Beratung der einzelnen Gruppen, die dort willens waren, sich niederzulassen, übernommen hatten, dann auch dieses Büro zu wählen. Und das ist das, was Sie heute Abend vorgestellt bekommen. Und was wir uns eben erhoffen, das war jetzt auch die Zielsetzung dieses Art des Planungsvorgehens, ist, dass dann diese Ergebnisse, diese Bausteine und auch die einzelnen Bereiche dann in die Planung des Büros Rastock, das ja für die Frau Relis den Masterplan macht, dann einfließen können. Also es geht um einen nach vorwärts gerichteten Dialog, der sicherstellen soll, dass Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse aus dem Stadtstatut in die Planung einfließen. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Christian Schalle. Und jetzt, Herr Bühle, Sie haben schon mal ein Deckblatt hier auf dem Gelände bekommen. Stellen Sie uns doch bitte das vor, was Sie jetzt als Advokat der Planung sich ausgedacht haben. Ist da auch ein Mikro? Ja. So, bleibt das? Ja. Gut, ich habe das nicht noch. So, ich kann das visualisieren, was der Herr gerade erläutert hat. Mich ganz kurz vorstellen, ich bin Kai Bühler, Architekt aus Köln, Büro Bühler und Menzel. Wir planen unterschiedlichste oder entwickeln unterschiedlichste Aufgaben, also einmal städtebauliche Projekte, Konzepte, Strategien für große Stadtteile, Stadtbezirke. Wir planen aber auch Einfamilienhäuser, Konzertsäle und U-Bahn-Haltestellen. Also das ist ein sehr breites Spektrum. Insofern begleiten wir die Projekte von Beginn an bis zur endgültigen Fertigstellung. Ein kurzer Exkurs, den wollte ich machen, damit man auch vielleicht einen Vergleich ziehen kann. Das ist hier die städtebauliche Planung für den Platz in Köln. Da ist es so, dass auch in dieser engen Innenstadtlage zum Beispiel große Freiflächen für die Menschen der Stadt geschaffen werden. Also wir geschafft haben, da einige Flächen vom Individualverkehr, also Lkw zu befreien und große Freiflächen und Aufenthaltsbereiche zu generieren. Und trotzdem ist an diesem Ort der Verkehr nachher optimal geregelt. Also alle Planungsvorfahrten sind verkehrlich untersucht und gelöst, sodass also auch in so einem Innenstadtbereich das erfüllt werden kann, was ja hier im äußeren Bereich dann auch möglich sein müsste. Dann geht es im Prinzip los mit der Advocacy Planning. Das ist nur noch mal ein Bild des Grundstücks selber. Die Lage in Köln ist jetzt durch den Masterplan auch noch mal vielleicht besser in Erinnerung gekommen. Die äußeren Bereiche sind ja nicht dabei, es geht nur um die Kernstadt im Masterplan und Mülheim liegt im Norden. Das Grundstück selber mit bestehenden Gebäuden auf dem Stück, dem ehemaligen Güterbahnhof, auf dieser Seite hier und mit Gebäuden auch eines Stahlhandels und dazwischen die ehemaligen Bahntrassen und Grünbereich. Das ist nochmal ein Stimmungsbilder jetzt von der jetzigen Lage, geprägt durch die Geschichte des Ortes. Wir haben dann 2002 für den Bereich, der als Gewerbegebiet ausgelobt war, den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen. Und das lag insbesondere an verschiedenen städtebaulichen Qualitäten. Das war zum einen der Freiraum. Sie sehen ja entlang der Markgrafenstraße, also Orientierung nochmal hier Wiener Platz, und dann geht es nach Norden. Entlang der Markgrafenstraße haben wir einen sogenannten linearen Park entwickelt, das heißt große Freiflächen, die einmal ja auch Aufenthaltsqualität bieten und die zudem diese Verknüpfung
Verknüpfung der bestehenden Stadtquartiere Mülheims, also einmal die Wohnbereiche Berliner Straße, zu dem angrenzenden Bereich hier Schanzenstraße mit den teilweise ja auch emissionsträchtigen Gebäudeteilen. Zudem war es so, dass das Grundstück stark gegliedert wurde in 3 besondere Etappen. Das ist vorne die Kreuzstraße mit einem besonderen Gebrauch, auch auf einem besonderen Grundstück eines anderen Eigentümers. In der Mitte ein Bereich, der die Sprachstraße erschließt, also eine Verknüpfung bieten kann, die bisher nicht da ist, den Bezug, und im Norden dann einen Bereich zur Bahnkante. Danach passierte erstmal nichts, dann war erstmal Pause, wie das manchmal bei so großen Projekten oder Vorhaben ist, dass man nicht genau weiß, wie es weitergeht oder irgendwelche Hindernisse da sind. Deswegen hat der BDA, und ich bin persönlich jetzt in keinem Verein oder in keiner Partei zum Beispiel, ich bin aber dem Bund Deutscher Architekten verpflichtet. Das ist eine Institution, die versucht, die Planungs- und Baukultur die Qualitäten eben darzustellen, und die haben initiiert 2004, was der Scholler eben schon erzählt hat, einen Workshop, und da haben wir dann ja auch mit den Bürgern hier schon versucht, von diesem Gewerbe wegzukommen. Der Flächennutzungsplan sagte derzeit Gewerbegebiet, und das waren also erstmal die Versuche, Wohnen überhaupt möglich zu machen. Dafür muss eben dieser Flächennutzungsplan umgesetzt werden. Das ging dann weiter, Plan 05, also ein Jahr später. Das sind so Architektenwochen, wo jetzt besondere Projekte gezeigt werden oder neue Initiativen entstehen können. Da sieht man nochmal kurz Stimmungsbilder auf dem Zelt und auch nochmal in der Presse dann, das war dann 2008 immer noch warten auf die Weiterstellung, also es ging ja dann auch noch über die Jahre weiter. Es ist da nicht viel passiert, und es ist ja jetzt zu dieser Advocacy-Planning gekommen. Auch die Aurelis parallel hat er dann geplant, das ist dann auch nochmal dokumentiert worden, dass dann im Prinzip parallel Geschichten passieren. Das ist jetzt der Beginn der Advocacy Planning. Es wurden also Baugruppen gebildet und Investoren gesucht, die jetzt hier etwas realisieren möchten, und es sind verschiedene Projekte dabei entwickelt worden. Insbesondere zunächst mal das internationale Geschäftshaus, was ein integratives Gebäude werden soll, um eben die Einbindung der Migranten in den Stadtteil stärker möglich zu machen, und ein Kulturhaus auf der anderen Seite sowie eine Bauteilenbörse, also ein Bauteilenmarkt. Zwischenzeitlich war es so, dass die Stadt Köln ein integriertes Handlungskonzept beauftragt hatte an ein externes Büro, Agiplan, auch aus Mülheim, aber diesmal an der Ruhr. Und die haben dann ein Konzept entwickelt, was eben für Köln